Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. Hätte man mir vor 3 Jahren erzählt, dass wir mit dieser Band dieses Jahr im Tanzbrunnen spielen dürfen, hätte ich wahrscheinlich alle für bekloppt erklärt. Am 24. August sind wir da und können es gar nicht erwarten, dass es endlich soweit ist. Es gibt so Sachen, da träumt man schon als kleines Kind davon, dass man irgendwann mal dahin kommt, dass man da spielen darf. Mit Casalla haben wir in unserer Bandgeschichte echt schon einiges erlebt. Aber das wird auf jeden Fall ein Highlight. Das größte Konzert, das wir bislang in unserer Bandgeschichte spielen durften. Wir arbeiten jetzt noch 2 Wochen Hardcore und dann bringen wir das auf die Bühne und dann lässt man das einfach los. Wir spielen so ein riesiges eigenes Konzert im Tanzbrunnen und haben vor 3 Jahren im MTC im September 2011 unser erstes Konzert gespielt. Das war jetzt nicht so ein Spaßprojekt, aber dass das halt jetzt so schnell dann irgendwie abgegangen ist, das war halt nicht abzusehen. Also es sind so viele Bilder und so viele Eindrücke und so viele Aufs und Abs, und wobei es sehr viele Aufs sind. Und ja, das ist der totale Wahnsinn. So richtig raffen, was wir da machen, kann man natürlich nicht. Dafür passiert auch einfach immer noch, gerade in einem großen Tempo, viel zu viel, als dass man mal einen Moment anhalten könnte und mal so zurück oder zur Seite gucken könnte. Also die Momente, wo man sich gegenseitig Backpfeifen geben muss, um zu checken, was da los ist, die sind immer noch ziemlich häufig. Casalla ist tatsächlich, das ist unser Job irgendwie. Wir haben wie andere Leute auch, wir setzen uns ins Büro und das ist also kein Kindergarten. Die Leute sagen dann oft so, ja gut, der Ena, der pennt bis 12 und geht dann abends ein bisschen zocken und macht sich so seinen Launen. Aber so ist es halt nicht. Ne? Wir hängen den ganzen Tag im Büro, im Proberaum. Das ist halt unsere Firma. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Flo eine Grundidee hat, die er halt mit in den Proberaum schleppt. Also ich habe ein Diktiergerät, wo ich eigentlich immer ständig Ideen festhalte. Also es ist mein Handy, das ist so eine App, und wenn ich irgendwo rumlaufe, mit dem Fahrrad fahre oder in der Bahn sitze oder im Auto, dann singe ich halt meine Ideen ins Handy, und dann gibt es immer wieder so Tage, wo ich denke, ach, heute habe ich Bock mal ein bisschen an Ideen zu arbeiten, dann höre ich diese ganzen Ideen durch und dann denke ich, ach, das war doch was und das war doch was. Achso, sorry. Manchmal gibt es dann nur eine kleine Idee, ein kleines Riff, 2, 3 Akkorde, und dann probiert man halt zusammen irgendwie aus und schreibt zusammen an der Nummer. Sodass du dann letztendlich halt dieses Casalla-Produkt hast. So, jetzt wird schön das Dance-Medley im 30er-Winkel auf den Dings genufft. Festgespannt. Festgespannt. Wir haben nicht so geprobt, dass dieses Stück Ja, hier kommt. müssen wir da noch Brauchen wir das? Ja, ne? Ja, finde ich. Geil, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Flo spiele, wo er wirklich nach 10 Jahren gefühlt ein Gitarrensolo wirklich spielen muss. Oder? Ich hab schon mega Schiss davor. Echt? Das geht doch, das klingt doch gut. Ich hoffe, das ist nicht verstimmt. Ja, das ist halt das Einzige, aber sonst klingt doch super.
ja, wenn es dann ans Musikalische geht, dann machen die 4 da ihr Ding. Ich verstehe nur Bahnhof, wenn die von irgendwelchen verminderten Akkorden sprechen. Dann spiele den Click-Track, dann lade ich den Backing-Track nach, also zusätzlich rein. Dann macht er aus dem Click den Backing-Track, dann lösche ich den Backing-Track und ziehe den Click wieder rein. Dann macht er aus dem Backing-Track einen Click. Was ist das? Ich kann immer nur sagen, ja, hört sich gut an oder hört sich nicht gut an. Darf nur niemand fragen, warum. Ja, im Moment ist es so, dass wir alle sehr aufgeregt sind und es natürlich auch eine Stressphase ist und auch Druck da ist und wir natürlich wissen, wir haben eine Menge vor der Brust und wollen das alles machen und sind auch nervös natürlich. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Wochen unsere Kondition noch darauf trimmen, dass wir auch 3 Stunden Gas geben können. Toi, toi, toi. Wir haben ja heute jetzt schon mal alles aufgebaut. Ungefähr so, wie es dann auch da ein paar Meter weiter am Sonntag draußen sein wird und machen eine Durchlaufprobe, heißt Generalprobe. Wenn ich über das Konzert nachdenke, was uns da bevorsteht, dann bin ich eigentlich nicht nervös, sondern eher angespornt, jetzt richtig Gas zu geben. Eigentlich realisiere ich das noch gar nicht so richtig. Also ich bin in so einem Strudel, wir arbeiten und machen und tun und jetzt kurz bevor es losgeht, da wird dann langsam so die Nervosität kommen, aber ich merke manchmal, dass ich noch gar nicht gecheckt habe, was da passieren wird. Wenn ich das alles hier so sehe, werde ich jetzt auch jede Minute ein bisschen mehr aufgeregt. Aber bis jetzt hat alles ganz gut geklappt und ich versuche dann einfach entspannt zu bleiben. Ich hab einen neuen Bass, das ist wie Weihnachten. Können wir jetzt hier mal anfangen? Meine Nummer wie Pirate, die hast du, ich weiß nicht wie oft jetzt schon gespielt, aber das muss halt auch dann eben erst recht nochmal geprobt werden, damit halt da sich nicht so der Schlendrian einschleicht. Und Sie da im Plan soweit? Wir sind im Plan, ja. Kein Stress? Es geht. Kommt noch. Kurz Das ist vorher. schlecht, du weißt das, ne? Kein Ja. Stress, schlechtes Zeichen, schlechtes Ohr. Ja, das Monitor-Mischpult ist gestern mal abgeraucht. Das war so ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall zwischendurch immer. Wir sind total happy, dass wir es geschafft haben, urkölsche Größen mit auf die Bühnen zu bekommen, die uns wirklich zugesagt haben, ohne mit der Wimper zu zucken. Und parallel auch wirklich noch Leute, die in der deutschen Poplandschaft unterwegs sind oder teilweise mit Newton Faulkner sogar international. Jeder Gast, der vorbeikommt, ist halt einfach eine Klasse für sich. Das Schöne zu sehen hatten sich die Jungs gewünscht von Casalla, weil das halt eins von den alten Piano-Balladen ist, die auch selbst die, sagen wir mal, jüngeren Leute, die uns damals nicht wirklich nicht bewusst mitgekriegt haben, aber so ein paar von den Liedern haben sie schon irgendwie mal bei ihren Eltern hören müssen. Und da werden wahrscheinlich einige da stehen und sagen, das musste ich immer zum Einschlafen hören, wie ich noch klein war. Das werde ich dem nie verzeihen. Wer ist das? Ich mag einfach diese Frische, die an den Tag legen. So waren wir früher mit Blackfish auch am Anfang. Wir waren unbekümmert, wir waren frech, wir waren verrückt und das sehe ich hier auch wieder. Das ist gut so. Du bist oben
bist die KVB, du bist Prinz und Jungfrau, bis auf der FC. Casala ist jemand, der es einfach verdient hat, Erfolg zu haben, weil es sehr, sehr nette Jungs sind. Und einfach musikalisch was Neues an den Start bringen. Und das tut dem Ganzen, ich sag mal, dem Genre der kölschen Mucke tut es einfach gut, dass da was passiert. Marie, so wie mit dir waren nie, die alle da kommen irgendwie, hat ich manche Nacht, ganz heimlich noch an dich da. Wenn du Tommy Engel als Gast dabei hast zum Beispiel oder auch Gerd Köster, das ist Gregor Meile. super. Hat total Spaß gemacht, mit denen zu spielen und ich bin heiß auf den Gig. Das gibt einem natürlich schon ein bisschen Sicherheit, aber auch wenn jetzt alles gut gelaufen ist, die Aufregung ist natürlich immer noch genauso groß, wie sie vor der Probe war. Einfach, weil das am Sonntag eine völlig andere Kiste wird und es dann gilt. Der Tanzbrunnen ist halt eine unfassbar schöne Location, die echt sehr zentral ist, wo man eigentlich mitten in der Stadt ist, am Rhein ist und trotzdem halt ein Gelände hat, wo halt sehr viele Leute drauf passen. Im Moment kann und will ich mir das ehrlich gesagt auch noch so gar nicht vorstellen. Sonst werde ich noch hibbeliger. Ja, man muss jetzt mal so einen Moment abwarten, sich da reinversetzen. Ich glaube, dann kommt dann auch die Nervosität. Du arbeitest halt irgendwie das ganze Jahr darauf hin und jetzt ist es soweit, das muss ich erstmal checken. Vorfreude, aber auch schon so ein bisschen wie vor der Abi-Prüfung. Jetzt ist zu Ende gelernt, aber jetzt wird sich zeigen, ob es gut war. Ich habe nicht gepennt. Gar nicht? So nervös, oder? Ich habe mich um 10 Uhr ins Bett gelegt. Ich war doch bis 12 Uhr. Ich habe, glaube ich, das ganze Buch Vollidiot nochmal durchgehört. Man darf sich auch nicht überwältigen lassen. Also, es war halt trotzdem irgendwie Konzentration aufrechterhalten. Wenn du die ganzen Aufbauten siehst und so. Die ganzen Leute, die da rumwuseln, die sorgen wahrscheinlich auch nicht dafür, dass man entspannter ist. Auf jeden Fall auch was Besonderes bei Casala, dass wir so viele Leute haben, die mit so viel positiver Energie und Enthusiasmus an die Sache rangehen und helfen. Fühlt sich wirklich an, also wie eine Familie, und das ist das ganz Besondere dabei. Wie ist es? Grundeis. Sie kennen die Geschichte. Vergessen, dass ich das nicht konnte. Hast du nötig schlafen? Ich habe versucht, viel zu schlafen. Hat nicht geklappt. Man fragt sich halt morgens, ist der Ton so ein bisschen schäb und kaputt? Bei ihm jedenfalls. Bei mir. Mittags wäre es wahrscheinlich noch der Höhepunkt. Gegen Abend tut der Alkohol den Rest. Macht er wahrscheinlich so ein bisschen eine... Sehr schön. Überraschend entspannt noch, aber ich bin jetzt gerade mal rausgegangen und das war schon krass. Das sieht schon gut aus. Das sind auch schon Leute, die haben irgendwie, also ich gestern im Internet stand, da würden Leute gestern Abend schon kommen und hier übernachten oder so. Ich weiß nicht, ob die das wirklich gemacht haben. Du musst den Mut mit dem Beitel lösen und dann musst du den Flansch. Ich dachte, du weißt, wie das geht. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Weißt du?
Ist es dann dreifach verspackt? Das ist auf jeden Fall mit einer Doppelmuffe angeflanscht und dann festgenutet. Guter Mann. Na, jetzt ist er. Es ist leider verhext, etwas verhext. Das ist jetzt genau jetzt passiert. Vor einem Monat habe ich den weggegeben, alles neu machen lassen und anscheinend hat er das nicht verkraftet. Es ist ein bisschen stressig gerade. Ich nehme euch mal mit in die Garderobe von Casala. Wir gehen mal gucken, was da abgeht. Aber ihr müsst leise sein. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich nehme euch mal Backstage. Kommt mit. Das ist die Tür. Ja, hier geht's schon ab. Ja, das ist voll die Party. Na, die Jungs sind echt spitze drauf. Die feiern, was das Zeugs hält. Haben wir Spaß? Ja, ja, haben wir Spaß. Hier, ne? Wir gehen mal weiter. Gucken mal, was da abgeht. Ja, hier geht's richtig ab. Also da ist Rock'n'Roll. Guckt mal rein. Aber Vorsicht, da geht's ab. Ja, so ist das in der Rockband. Ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also ich bin platt, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns gleich auf der Bühne. Wird gut. Ja, danke. Wird gut, macht er keine. Ja. Tommy hat das geklärt. Das läuft. Tommy hat das nämlich geklärt. Und jetzt läuft das. Oh ja, wie geht's mir? Ganz nicht so gut geschlafen, aber ansonsten, ich mach das schon heute. Soundcheck war gut, sogar mit Zeitplan. Sollte eigentlich beruhigen, tut's aber gar nicht. Der Anspruch ist immer der gleiche. Man möchte vor 10.000 Leuten genauso gut spielen wie auch vor 10 Leuten. Aber der Unterschied, es ist einfach massig. Man macht ja Musik für andere. Also man macht natürlich auch Musik für sich, aber in erster Linie geht es ja ums Publikum und man möchte Leute erreichen. Und ich finde, dass wir das Glück haben, dass viele Leute unsere Musik mögen und uns unterstützen. Und ja, also ohne Fans funktioniert auch eine Band nicht. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für. Nee, du kannst doch nicht eine kleine Nase haben. Was das dann mit mir macht, wenn es dann auf einmal nicht 3.000, sondern vielleicht 10.000 sind. Mal gucken. Okay, let's go again. Yeah. Huh? Wow, out of tune. Der Junge mit der Jette, ein Ischem genannt,
Stunden in der Huststraße, mit der Klampe in der Hand und so Songs von Nirvana, von the Stones und von Nena. Yeah, it's my first time here. It looks amazing. In fact, the stage set looks incredible. Sounds good too. Also ich freue mich tierisch, wir freuen uns alle tierisch, aber sind auch alle mega nervös. Langsam, ne? Gut. Wir können nicht pünktlich anfangen, weil die Schlange wohl noch bis zum Hyatt geht. Hab ich eben gehört. So. Ist wohl irgendwie doch noch Abendkasse gekommen. Nervös bin ich schon. Aber ich schaffe es halt trotzdem, so kurz bevor es dann losgeht, mich irgendwie so runterzuschrauben, dass ich mich einfach konzentrieren kann, damit die ersten 2, 3 Songs glatt laufen und dann lasse ich los. Vom Auftritt trinke ich mir ein kleines Bierchen, rauche eine Zigarette und versuche mich wirklich in mich zu gehen, konzentrieren und dann geht's los. Wir machen halt immer diesen Kreis des Vertrauens. Also wir stellen uns zusammen in Kreis und dann erzählt irgendwer noch was, manchmal auch mehrere, die kurz eine kleine Ansprache halten und dann ruft einer Tiet und alle rufen Casala und dann geht's los. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wir wissen, ihr habt sehr viel Arbeit auch da reingesteckt. Für uns ist das irgendwie ein besonderer Tag und wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid. Lasst uns die Scheiße einfach auseinanderspielen. Hey, Tiet! Casala! Und in dem Moment, wenn es dann wirklich so weit ist, okay, in 3, 2, 1 gehen wir auf die Bühne, dann geht uns allen so dermaßen der Arsch auf Grundeis. Aber wir freuen uns auch auf der anderen Seite unfassbar. Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim ersten Date. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und wir haben jetzt unseren Kram zusammen. Es ist schon oft so, dass ich denke, irgendwann weckt mich einer und sagt so, hier war ein Gag. Wenn wir auf die Bühne gehen und die Technik funktioniert und alles läuft, dann haben wir Spaß. Also da freue ich mich total drauf, mit ganz vielen anderen Musikern unsere Songs zu spielen und 10.000 Leute vor der Bühne zu haben, die mitsingen. Ich glaube, das kann man nur genießen. Ich muss mich richtig dazu zwingen, auch mal zwischendurch irgendwie Luft zu holen und auch mir auf der Bühne dann Spots zu suchen, um mal ganz kurz das Ding hier zu genießen. Kilometer von dem Bad Heimat ist. Ich fahr die ganze Nacht, bis ich die Spitze rissen. Wiese Striefe um Asphalt, der Kaffee wird kalt, Musik lauter, ich bin angeschnallt. Homies ist ein Song, der sich ganz gut als erster Song eignet, weil allein schon das Intro vom Song extrem zum Mitklatschen animiert und weil er natürlich auch so eine ja, altmodisch gesagt, aber eine Ode an die Heimat ist auch so ein bisschen. Also ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, um reinzukommen.
Spaß und wir Ist haben das uns nicht ja Wahnsinn, dass wir so einen Spaß haben? Das ist nicht schön. Das ist schön. Man muss auch nicht mehr reden, oder? Nee, man muss nicht mehr reden. Man kann auch so Spaß haben. Nee, das ist wirklich schön heute. Das ist wirklich klasse. Hey, schön dich zu sehen. Ja, wie lang ist es her? Ich maloche mich krumm und mach samstags der Bär. Schön, dich zu sehen. Und zwar hatten Flo und ich damals mit 14 unsere erste gemeinsame Band auf unserem ersten gemeinsamen Konzert eben genau diese Nummer gespielt. Und jetzt nach 20 Jahren dürfen wir halt mit Gerd Köster zusammen diesen Song performen. Und das wird für uns beide irgendwie ein ganz besonderer Moment sein. Da muss ich fast aufpassen, dass mir da nicht ein Tränchen rausguckelt. Ja, der Ring stinkt zum Himmel und mein Käse ist kaputt. Der Ferrari will das noch, jo, das Auto ist Schrott. Und ein Fränzchen kommt schwart nicht, ein Rund ist noch drin. Für all die Bestusste, Chef, du weißt, wie ich bin. Ich freue mich halt da total, dass es uns die Möglichkeit gibt, als Jungspunde, die noch ganz grün hinter den Ohren sind, mit den alten Recken auf die Bühne zu gehen, die schon so viel Erfahrung haben. Der Köster im Flankörper, meine Damen und Herren. Wir haben tatsächlich einen aus dem englischsprachigen Raum dabei, den Newton Faulkner. Und das finde ich halt schon, ist eine ganz besondere Angelegenheit in dem Kontext. Kölsch, Rock. Und da steht er und singt für die Jungen und Mädchen. Sie Beatles, Nirvana und Alicia. Wir singen aus dem Herz und will fast jeder tut. In sing uns getrade Schuh. Oster in Kölschstraße am Dom. Na 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 na. That's such a nice crowd. This up, just really up for it. It's great. Singe mal, wir sind immer noch. Trink mit mir, dich und mich. Und dann singe mal, ja. Immer noch da ist tatsächlich das Lied, bei dem wir die krassesten Reaktionen von Fans bekommen haben. Ob nun über Facebook oder auch nach Konzerten, wo einfach Menschen zu uns kamen, die schwer krank waren oder einen Verlust zu beklagen hatten oder denen es sonst irgendwie dreckig ging, die uns dann tatsächlich einfach erzählt haben, dass dieses Lied ihnen irgendwie Kraft gegeben hat. Und da steht man erstmal da und muss irgendwie schlucken und denkt, krass, aber genau aus solchen Sachen, aus solchen Gründen macht man am Ende ja Musik. Trink mit mir auf dich und mich. Wir haben ja den wunderbaren Gregor Meile als Gast und wir haben ihn gefragt, hör mal, hast du Bock, eine Nummer mit uns zu machen? Und er sagte sofort, ja, Marie. Marie, denkt zwar schon lang mit mir viel, aber wenn ich dich jetzt so sehe, frag ich mich, was war, wenn mir sonst geworden. 10 Jahre ist her und jetzt stehst du hier für mir und ich frag mich, ob da noch jetzt ist, auch bei dir und du lächelst.
Fundament. Das ist das Schöne daran, da kriegst du Gänsehaut und sagst, boah, das ist ein schöner Song. Und da habe ich mich wohlgefühlt und habe aus dem Bauch aus die Entscheidung getroffen, dass man den zusammen spielt. Es gibt ein Foto von mir, da bin ich wahrscheinlich 5 Jahre oder alt oder 6 und stehe in Düren am Stadtfest und die Blackfoes spielen. Ja, und das ist schon cool, dass man jetzt denkt, dass also ich weiß, ich habe meine Mama erzählt das immer von mir, ja, da stand sie da und hast gesagt, ist das der Tommy Engel? Also, ich kannte den ja nur von der Platte, ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht. Und ja, mit dir auf der Bühne zu stehen, ist schon cool. Du bist Oberbürgermeister, du bist die KVB, du bist Prinz und Jungfrau, du bist auch der FC, du bist Dünnes, Schäl und Meißner, der Heinzel Menschenbrunne, Blackfoes, Brings und Casala und dem Herrgott Junge. Du bist Bielefeld, Nil und Nippes, bis Innersdorf und Esch, bis Kalk, ja Jod und Bergheim, herzlichen Glück und bis auf Pech. Du bist Köln, ob du willst oder auch nicht. Du bist Köln, weil es uns kein Kölsche gibt. Du bist Köln, du bist super tolerant, nimmst jeden unter Arm an der Hand. Das war schön. Sehr schön. Elf Tage, 7 Stunden und 3,5 Minuten ist es jetzt, sie merken es, dazwischen uns nichts mehr ist. Ich bin der Fänger abgegangen, hab mich auf den Kopf gestellt und angefangen, selbst zu leben. Du hast am Ende so ja recht. Und jetzt stehst du hier für mich, 3:30 auf der Tanzfläche. Der DJ spielt das letzte Lied und sie machen Licht an. Und du lust mich an wie früher und dann küsst du langsam immer näher. Ich frag mich, warum tun wir uns da? Ja, ich bin ja seit vielen Jahren glücklich verheiratet, aber trotzdem erinnere ich mich natürlich gut daran, wie das war, ganz schlimm Liebeskummer zu haben. Und aus so einer Erinnerung entsteht dann auch mal ein Song wie Bütz mich. Olle Kamellen. Aber es ist trotzdem schön halt, wenn man daraus einen Song entwickelt und die Leute irgendwie mitnimmt. So, ne? Denn ich weiß, das ist nicht richtig und ich weiß, das ist jetzt falsch. Der Verstand sagt nee, doch das Herz schreit einfach ja. Bütz mich noch ein allerletztes Mal. Und wenn ich morgen traurig bin, ist mir das Rück scheiße, ja. Bütz mich einfach so, als wenn es morgen nicht geht. Und wenn der Tag anbricht, drehe mir das Zick zurück. Bei Mir Sinn und Widder ist es so, den Song hat der Flo im Prinzip textlich komplett auch schon mitgebracht. Und der passt halt wie Arsch auf Eimer zu meiner Geschichte mit meinem Vater. Und da erinnert mich jede Zeile irgendwie daran, dass der jetzt vielleicht da oben sitzt und irgendwie wartet, bis wir alle nachkommen. Und der hat mich vom ersten Moment dann irgendwie halt auch persönlich einfach mitgenommen. Und da muss ich immer an meinen Alten denken, wenn wir den auf der Bühne spielen. Wir sehen uns wieder. Ich schläf grad, ja, da sehen uns wieder. Ganz sicher, sehen wir uns wieder. Und der Unlösung. Warte auf mich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Kopf völlig leer. Ganze Sätze schwierig. Kann ich nicht begreifen. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Ein Satz ist eigentlich schon zu viel. Das ist einfach Wahnsinn. Auf der einen Seite krass, dass es schon 3 Jahre sind, die wir das machen, weil man ja immer noch so dieses Newcomer-Feeling hat. Aber auf der anderen Seite krass, dass es erst 3 Jahre sind. Wir haben so viele Sachen erlebt, so viele Leute getroffen, so viele Schritte immer weiter gemacht, wo man dachte, okay, jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr weitergehen. Plötzlich geht es dann doch wieder einen Schritt weiter. Am Ende des Tages kann ich sagen, bin ich einfach nur sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das, was mir am Herzen liegt, nämlich Musik machen und auf die Bühne zu gehen, jetzt so oft machen darf. Es ist halt irgendwie ein rollender Stein. Es hält nie an, es geht immer weiter. Man kriegt irgendwie ein Glücksgefühl nach dem anderen um die Ohren gehauen. Und ja, also es ist einfach, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall super, so wie es läuft. Kann so weitergehen. Es passiert jede Woche irgendwas und es ist einfach, das Leben ist schneller geworden. Viel schneller. Viel schneller.